Yo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Castle. In diesem Video geht es darum, was meine Wünsche sind für GTA 6. Also ich habe mir jetzt mal so ein bisschen Gedanken gemacht, da ja eben GTA 5 schon relativ alt ist und mir, denke ich mal, nicht mehr allzu lange warten auf das neue GTA. Habe ich mir mal gedacht, ich mache hier jetzt mal ein Video, was ich persönlich eigentlich mir für das neue GTA wünsche oder auch ein bisschen erwarte. Wir fangen gerade an mit dem ersten Punkt, das wäre die Map. Ja, die neue Map da ist klar, was man etwa so wette. Ich wünschte mir, dass die Map sicher nicht wie der Liberty City wäre, weil ich muss sagen, so das Nordstadtzeug finde ich eben nicht so geil. Also ich muss sagen, gerade das Geile bei GTA 5 ist halt wirklich die Kombination aus Stadt und eben das Outback eigentlich, also das Plain Country, wo eigentlich, ja, sage ich schon Zivilisation ist, aber halt wirklich noch halt ein bisschen, sagen wir mal so, zurückgeblieben ist. Ich finde die Mischung eben recht geil. Ich hoffe auch, dass das neue GTA das auch wird haben. Cool wäre jetzt zum Beispiel gerade, wenn es das Vice City geben, also im Miami-Style, Florida-Style. Dort so ein bisschen so Sumpfregionen alles. Das wäre sicher richtig geil, wenn das würde, eingebaut werden. Und was natürlich nicht fehlen wären Berge, weil ich finde auch so ein richtig geiles Feature so GTA sind, wenn es richtig viele Berge drin hat. Das habe ich auch schon bei San Andreas richtig geil gefunden. Cool wäre natürlich auch, wenn wir schon gerade bei San Andreas sind, wenn das neue GTA, also GTA 6, zum Beispiel auch San Fierro drin hätte oder als Las Venturas, also wenn es etwa vom Style her vielleicht gleich wäre wie GTA San Andreas, das wäre auch richtig geil. Leider glaube ich, soviel ich weiß, ist da noch nicht gross bekannt gegeben worden, was da kommt. Also, ausser ich wüsste jetzt Bescheid. Aber ich habe mal etwas gelesen, das sollte eigentlich schon in die Richtung von Vice City gehen. Also von Richtung Miami, Florida, so der Stil. Würde ich wirklich feiern eigentlich in dem Stil, wenn es so wird überkommen. Dann der nächste Punkt, der ist Charakter, beziehungsweise halt, ja, die Spielfiguren im Spiel. Da muss ich wirklich sagen, da ist GTA 5 wirklich etwas vom Besten, was ich bis jetzt erlebt habe. Also, ihm hat zwar immer gesagt, mein absoluter Favorite Game ist immer noch San Andreas. Ich denke aber bis heute finde ich immer noch San Andreas immer noch geiler, auch wenn es ein bisschen älter ist oder beziehungsweise ja, natürlich nicht so gut entwickelt wurde in der Schweiz. Es gibt ja 5, das ist schon klar. Aber ich finde es halt, ja, man hat das früher gespielt, als ich noch klein war, habe ich das gespielt und Kindheitserinnerung oder ja, ist halt immer ein bisschen, hat mir immer noch eine bessere Erinnerung als so etwas so dann. Nein, von der Charakter her, ich würde mega cool finden, wenn es zum Beispiel Rockstar sagt, also wir behalten das Prinzip eigentlich bei, auch wieder 3 Charakter oder beziehungsweise vielleicht noch 2, wie auch immer, aber mehrere, nicht nur eine. Das würde ich wirklich geil finden. Kann auch von mir aus eine Frau sein oder auch kann auch eine Frau drin sein, wenn es jetzt unbedingt, die meisten wollen ja immer, dass man irgendwie noch eine Frau irgendwie im Game hat, das sieht man auch schon bei Battlefield und so, dort wird schon alles auch schon mit Frauen ergänzt worden. Wenn es jetzt da drin wäre, okay, würde mich jetzt persönlich nicht stören, ist aber kein Muss. Dann als nächstes habe ich mal noch aufgeschrieben, den Online-Modus. Ja, natürlich wird auch durch das neue GTA, wird auch logischerweise der neue GTA Online-Modus kommen. Von dem hoffe ich einfach, dass er nicht zu weit oder nicht zu nahe an Red Dead Redemption anlehnt. Also nicht gegen Red Dead Redemption, aber ich spiele es nie online. Ich habe nur gerade mal das Intro gespielt hier halt und ich finde es einfach nicht gut dort. Also, mir gefällt auch von Red Dead Redemption nicht so. Ich hoffe, dass das neue GTA dann nicht so in die Richtung geht. Ich hoffe, dass sie mehr so ein bisschen von GTA 5 abschauen, dass sie halt dort viel übernehmen. Was ich allerdings hoffe, ist, dass sie nicht das Gleiche machen oder nicht dort weitermachen wie GTA 5 aufhört, eben mit diesen abgefuckten Dörfern, die fliegen und alles drum und dran. Da habe ich auch schon ein Video gemacht, könnt ihr gerne noch anschauen. Dort einfach, glaube vorab, die Mikrofonqualität ist nicht so gut. Ich hoffe, dass jetzt hier in diesem Video das Mikrofon viel besser ist, weil ich das Mikrofon gewechselt habe jetzt. Das würde ich mir sicher mal noch wünschen, dass das mehr übernommen wird von GTA 5 und nicht von Red Dead Redemption. Und sonst habe ich eigentlich, denke ich mal jetzt da, oder glaube ich, zu überlegen, habe ich da auch nicht irgendwie spezielle Wünsche, was es
sollte haben oder was ich wirklich begrüße. Ich glaube, es ist einfach wichtig ist, einfach, dass die Map gross ist, dass es viele Aktivitäten gibt vom Rennen, weil eben GTA 5 ich fahre oder GTA Online, ich fahre eigentlich nur Rennen, ich mache nichts anderes, ich mache kein Deathmatch, ich mache keine Ahnung, was es sonst alles gibt. Da die Heists haben wir zwischendurch so gemacht, also ich und Simi haben die zwischendurch gemacht, aber überwiegend machen wir nur Rennen, weil das ist da, wo uns am meisten Spass macht eigentlich. Dann als nächstes haben wir aufgeschrieben, von der Zeit her, also in welcher Zeit spielt GTA 6 bzw. GTA Online, dann das neue. Da habe ich mir aufgeschrieben, also habe ich einfach mal aufgeschrieben, ich wünschte, dass es etwa so zeitgemäß ist, also wie wir etwa so in 2000 und irgendwann leben, also wenn das dann rauskommt dort. Ich gehe mal davon aus, ich glaube, so laut Gerücht sollte es etwa 2020 oder 2021 sollte sie rauskommen, also es wäre ja etwa so in 2 Jahren dann. Wenn es natürlich so in dieser Zeit spielt, sage ich, ist das sicher cool. Er hat aber auch nichts dagegen, wenn es ein bisschen älter ist, also wenn es jetzt also zum Beispiel 2014 oder GTA 5 spielt, glaube ich, seit 2011. Bin ich mir gar nicht mehr sicher, ich weiß es gar nicht mehr. Also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie zu futuristisch ist, weil das habe ich auch schon gesagt, wenn es so futuristischen Scheiß drin hat, für automatisch das Game nicht. Das ist auch bei COD dazu mal auch so gewesen. Ich habe COD früher immer gespielt. Ist das ein Traverse Auto? Nein. Ich habe früher eigentlich immer COD gespielt, bis Black Ops 2 rausgekommen ist. Das habe ich dann nicht mehr so extrem geil gefunden. Ich habe es schon noch ein bisschen gespielt. Aber nachher, wo es dann halt immer mehr und mehr so in den Future-Scheiß hineingegangen ist, also futuristisches Zeug, habe ich es eigentlich automatisch dann kacke gefunden und habe ich es dann nicht mehr gespielt. Das letzte COD, das ich wieder gespielt habe, war World War II. Weil das habe ich wiederum geil gefunden, weil es halt eben wieder so das klassische COD war. Danach habe ich noch aufgeschrieben von der Spielart her, also wie das Game von der Spielart ist, also von der Steuerung her, allgemein von der Bedienung. Was ich mir da wirklich wünsche, ist, dass es auch sehr, sehr, sehr ähnlich bleibt wie GTA 5. Also schon ein bisschen Verbesserung natürlich, also ich habe so nicht gerade irgendwie Verbesserungswünsche, weil ich bin eigentlich mega zufrieden. Was macht der Hass da vorne? Ich bin eigentlich schon mega zufrieden mit dem Game, so wie es ist. Aber klar, man kann immer das Spiel noch verbessern. Was ich mir allerdings nicht wünsche, ist, wenn es GTA 6 dann von der Bedienung her sehr ähnlich ist wie das Red Dead Redemption auch wieder. Also es soll jetzt nicht so überkommen, als würde ich das Red Dead Redemption richtig abhaten, weil ich finde es auch mega geil, also vor allem grafisch technisch, alles drum und alles brutal. Aber gerade zum Beispiel das mit den Interaktionen, mit den Wählscheiben von den Waffen, alles und das ist einfach ein bisschen zu viel. Also, gerade als ich Red Dead Redemption das erste Mal gespielt habe, nachher ja das und das musst du so und so machen, ich war mega überfordert, das hast gar nicht checken können. Da wünsche ich mir einfach, dass sie es vielleicht ein bisschen einfacher machen, vielleicht auch, sag jetzt mal, halt ein bisschen weniger machen als bei Red Dead Redemption. Aber ich habe schwer Vermutung, dass es etwa gleich wird werden wie bei Red Dead Redemption, weil sonst wäre es ja eine Verschlechterung. Und dann würde es ja relativ schlechte Resonanz geben, wenn es jetzt immer wenn es schlechter wird werden als das Red Dead Redemption von der Spielart her. Dann, sonst eigentlich von der Fahrphysik her bin ich eigentlich mega zufrieden von GTA 5. Da haben ja, ich glaube am Anfang, als es rausgekommen ist, haben viele gesagt, ja, es ist ein bisschen komisch zum Fahren. Jetzt mittlerweile muss ich zwar sagen, so ein Auto zum Fahren fühlt sich eigentlich ziemlich gut an. Was ich mir ein bisschen wünsche, ist ein bisschen grössere Differenzen zwischen zum Beispiel einem Muscle Car und einem Supersportwagen. Also dass zum Beispiel ein Supersportwagen wesentlich mehr Grip hat als jetzt ein Muscle Car. Also sie haben es jetzt schon so etwas gemacht, aber man muss halt schon sagen, so ein Muscle Car hat doch auch noch recht viel Grip. Also ich würde es jetzt geiler finden, wenn jetzt zum Beispiel ein Muscle Car doch jetzt weniger Grip hat, zum Beispiel ein bisschen schlechter im Handling ist, dafür aber irgendwie eben so ein Viertelmeilenrennen brutal schnell ist, dann würde ich noch recht begrüßen, wenn es so wäre. Und dann ist eigentlich so von der Spielphysik her ist es eigentlich wirklich gut gewesen, GTA 5. Was ich vielleicht auch noch cool finde, wäre jetzt zum Beispiel, das habe ich auch mal gesehen, das Video, dass zum Beispiel gerade wenn man jetzt irgendwie umgeht oder wenn man vom TÜV runtergeht, bei GTA 4 dazu mal ist die Physik ein bisschen besser gewesen. Also wenn man irgendwie auf die Fresse gefallen ist oder so, dann ist viel weiter gerollt oder ist auch ja, es ist halt einfach ein bisschen realistischer gewesen, wenn er umgekehrt ist.
wenn sie vielleicht ein bisschen dort wieder abschauen würden, wie die Physik dort war. Aber eben, das ist natürlich ein bisschen auf höherem Niveau. Ich sage auch für mich persönlich ist das ein bisschen weniger wichtig. Dann, was ich auch noch aufgeschrieben habe, das ist zwar noch ein kleiner Punkt, aber das ist etwas, was mich sehr stresst. Und zwar betrifft das die Velos von GTA, beziehungsweise die ganzen Bikes, die es da gibt, also die Mountainbikes oder BMX-Velos. Und zwar ist es ja so, dass zum Beispiel gerade bei GTA San Andreas, wenn du mit dem Velo gefahren bist, du hast brutal schnell werden. Wenn du einen Berg dort abgefahren bist, hast du nicht sozusagen wie eine Limite drin von der Geschwindigkeit. Also du bist dann einfach plötzlich brutal schnell gewesen und es hat dich auf die Fresse gelegt. Aber da bei GTA 5 hast du einfach bei den Velos eine Geschwindigkeitslimite drin. Das finde ich ein bisschen scheisse, weil es ist sehr unrealistisch. Du fährst einen Berg durch ab, wo weiss nicht, wie steil ist und du fährst einfach zum Beispiel sagen wir 20 km/h permanent, fährst du nur 20 km/h. Und das macht nicht so Sinn. Da wünsche ich mir einfach, dass sie da eigentlich wie die Limite rausnehmen, dass man mit dem Velo verdammt schnell kann sein, wenn man den Berg durch abfährt. Die Chance ist natürlich groß, dass man dann automatisch auf die Fresse fliegt, weil man nicht mehr lenken kann. Das ist so etwas, was mich von Anfang an sehr aufgeregt hat bei GTA. Also es ist eben nur etwas Kleines, aber mich persönlich hat es genervt. Ja, das war es mit dem Video gewesen, von meinen Wünschen von GTA 6, beziehungsweise von GTA Online, von dem Online-Modus, der sollte kommen von GTA 6. Schreibt doch mal in die Kommentare rein, was ihr so für Wünsche habt für das neue GTA, würde mich wirklich wundern. Vielleicht habe ich irgendetwas vergessen, wo ihr sagt, hey, das wäre ein riesen Feature, wenn das drin wäre, oder das wäre ausschlaggebend, wenn das drin wäre. Ich denke, es ist sicher schon mal fix, dass GTA 6 wieder etwas Neues wird sein oder wirklich neue Maßstäbe wird setzen in den Open World Games. Ich freue mich schon brutal drauf. Hoffe, dass das auch dann gerade auf die neue Konsolengeneration kommt, nicht nur für PS4. Wie gesagt, schreibt eure Meinung zum neuen Game in die Kommentare rein, das nimmt mich wirklich wunder. Und dann würde ich mal sagen, wäre es das so von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne das Video bewerten und sonst sehen wir uns einfach in einem neuen Video wieder. Bis dahin sagen wir mal schönes Tag und macht's gut. Ciao!